Die Fronhofer Mühle ist ihr Zuhause. Die Landwirtschaft, ihre große Leidenschaft. Der Familie gehört ihr Herz. Gertraud Switalski hat früh gelernt, dass sich Mut und Fleiß im Leben auszahlen und dass Frauen alles schaffen können. Samstagmorgen. Gertraud Switalski ist seit 5:30 Uhr wach. Viele aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt decken sich hier fürs Wochenende ein. Seit den 70er Jahren steht die Mittelfränkin hinter der Theke. Die ersten Jahre als Bio-Pionierin waren nicht einfach. Wir waren auf uns allein gestellt, haben dann kämpfen müssen, wie läuft es dann und so. Da hast du viele Menschen fragen müssen, hast gute Antworten gekriegt oder gar keine, manchmal auch falsche. Und die Erfahrung, die hat es dann einfacher gebracht. Muss man ausprobieren und muss man reden mit den Leuten. Mit dem Fronhofer Lädler hat sich Gertraud Switalski einen Traum erfüllt und damit der Mühle die Zukunft gesichert. Die ist seit 1685 in Familienbesitz. Die Bauern brachten ihr Getreide, um es mahlen zu lassen, und nahmen das Mehl wieder mit. Mit Tochter Martina blickt sie auf die bewegte Geschichte ihrer Familie zurück. Als einziges Kind wächst Gertraud Switalski auf dem Hof mit Mutter und Großmutter auf. Die Männer sind in den beiden Weltkriegen gefallen. Bis auf einen schwer verletzten Onkel kommt keiner zurück. Die Frauen halten die Stellung. Da hat aber dann auch viel Verantwortung dahinter gesteckt bei meiner Großmutter und bei meiner Mutter, dass das alles wieder ohne männlichen Beistand in der Familie, bis auf den Onkel, der ja der Müllermeister war und fürs tägliche Brot geschafft hat. Ne? Mir haben meine Vorgängerinnen viel mitgegeben. Ja, also das ist ja wirklich ein, ich würde jetzt mal sagen, Matrimonium. Ja, also es sind immer starke Frauen hier gewesen, die stark im Glauben, muss man vielleicht erst an allererster Stelle sagen, die also verbunden mit der Scholle, mit dem Erdboden, mit dem, was wir quasi hier einfach zu bearbeiten hatten, waren. Gertraud heiratet den Müller Eberhard Switalski mit Betrieb nahe Bayreuth, 2 Stunden Autofahrt entfernt. Um beide Mühlen zu erhalten, bleibt sie mit den Kindern auf dem elterlichen Hof wohnen und lernt. Nach dem Meister in Hauswirtschaft kommt die Landwirtschaftsschule. Dass sie dort die einzige Frau ist, stört sie nicht. Mutter und Großmutter haben Gertraud Switalski immer vorgelebt, aus tiefster Überzeugung zu handeln. Bis heute ist der landwirtschaftliche Betrieb biozertifiziert. So mancher Kollege bezeichnete sie als Spinnerin. Doch sie hat sie eines Besseren belehrt. Nach den 3 Jahren, wo also bloß Dornen und Distel gewachsen sind, waren wir schon am Tisch da gesessen und haben miteinander gesagt, ja, so, naja, aber dann hat meine Mutter gesagt, das heißt doch 5 Jahre Umstellungsphase und das halten wir jetzt durch. Wenn es dann wirklich nicht mehr anders geht, dann muss man wieder einen anderen Weg finden, aber das haben wir durchgehalten. Heute ist der Laden im ganzen Landkreis bekannt. Für die Kundschaft im Advent Plätzchen zu backen, ist für Gertraud Switalski auch mit über 80 Pflicht. Ihre alten Familienrezepte gibt sie gern weiter. Anfang der 2000er sogar im BR-Fernsehen. Die Weihnachtsbäckerei mit Gertraud. Also heute backen wir Mandelböen. Wir sagen eigentlich Rehrückenplätzler dazu. Mit dem Fernsehen zu arbeiten, mit den netten Leuten, das war dann, also da habe ich mich von einem Jahr aufs andere gefreut. Und wir haben dann alle im Fronhof, die Sendung geschaut, am Freitag backen mit Gertraud. Mehl wird in der Mühle schon lange nicht mehr gemahlen. Und doch lebt sie weiter, ein Ort der Begegnung. Mit dem Laden im Erdgeschoss und einem Saal für Veranstaltungen im 1. Stock. Tochter Martina ist Historikerin und gibt ihr Wissen über fränkische Mühlengeschichte fleißig weiter. Den Hof hat Gertraud Switalski an ihren Sohn Konrad übergeben. Die gute Seele bleibt sie. Ein großes Vorbild für die Enkelinnen und Enkel. Sie sieht immer das Positive, hat immer wieder neue Ideen, schlägt wieder um, lässt sich irgendwie von nichts niederschlagen. Wechselt im Zweifelsfall den Kurs nochmal. Es ist schon erstaunlich, wo sie die Energie hernimmt.
weil sie halt einfach so auch ein Urgestein ist. So, ich glaube, nicht jeder kann sagen, dass es so eine Tradition in der Familie hat und auch eine Tradition, die immer noch lebt, sage ich mal. Genau, da bin ich schon immer sehr stolz. Die Mühle in Frohnhof ist das Lebenswerk vieler Generationen. Gertraud Zwitalski und die Frauen vor ihr haben dazu entscheidend beigetragen. Mit Mut, Gottvertrauen und dem Glauben an sich selbst.